Und willkommen zurück zur Green of Time Master Quest. In diesem Part habe ich unter anderem vor, zu der Schießbubenfigur zu gehen, natürlich das Upgrade zu holen für den Pfeil und Bogen und dann hoch zum Todesberg. Und was will Navid schon wieder? Diese Wolke über den Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Wieso? Eine Wolke ist doch gut, sie bedeutet Regen, und zwar frischen Regen. Okay, roter Regen. Könnte ein bisschen heiß werden, aber naja. Ist nicht mein Problem, also gehe ich wieder lieber. Wie auch immer. Gehen wir zur Schießbubenfigur, und hier ist sie schon. Na, Schießbubenfigur. Okay, kein Grafikfehler, finde ich gut. Ich glaube, den gab es in der Originalversion, und dass seine fette Wampe raushing. Alter. Wer hat denn da ein Gesicht geschissen, hey? Nee, also mal im Ernst, ich meine, okay. Ohren, Nase, Augen gehen noch. Die Frisur zum Davonrennen. Und der Mund zum davon sterben wohl eher. Ich hoffe, der ist nicht verheiratet. Oh Mann, arme Frau. Egal. Ja, wir sind hier bei der Schießbude und wir wollen das Upgrade holen für Pfeil und Bogen. Und dafür habe ich ein bisschen Schieß, um ehrlich zu sein. Ja, für einen spiellichen Wagen. 20 Rubine, kein Problem. Wir haben genug Kohle. Wieso ich ein bisschen Schieß habe? Naja, Schieß nicht unbedingt, aber ihr kennt es ja, der Vorführeffekt. Und ich mit, ich sag's mal so, ich mit Gamecube-Steuerung plus Zielschießen plus Zeit gleich mittlere Katastrophe. Da könnt ihr euch auch sonst auf den Part beziehen, wo ich das mit der Deko-Schleuder noch gemacht habe. Ja, da war es so ähnlich. So, ich hoffe, ich kann es noch einigermaßen. Jemand kann noch anspannen, das ist auch mal etwas. Genau das habe ich gemeint. Ah, diese scheiß Steuerung, ey, viel zu sensibel. Da kann ich ein bisschen draufdrücken und... Ja, genau das habe ich gemeint. Ah, Mann! Jetzt sind die oberen kommen, die sind relativ einfach, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ich hab's leider gesagt. Ich hab einfach gesagt, nö, das Spiel ist nicht einfach, es ist sau schwierig. 4 nicht getroffen. Ja, wie gesagt, Kohle haben wir genug und das spielt auch kein Problem, wenn da mal ein bisschen zu viel verprasseln, weil wir kriegen sowieso wieder... habt ihr das gesehen? Voll vorbei, na klar. Na klar, jetzt treffe ich, dabei war es dann die gleiche Position. So, jemand habe ich den jetzt mal getroffen. Ja, du verstehst jetzt nicht. So, jetzt kommen die oberen noch. Ah, noch 2, gut. Ah, ein Gratisversuch, weil ich so gut war. Gut in Anführungs- und Schlusszeichen. Nein! Ah, ich sag's ja! Scheiß Steuerung! Also glaub mir noch, Queen of Time 3D hat überhaupt keine Probleme. Ich wünsche mir die Original 64 Steuerung zurück, die war auch ein bisschen cooler. Ah, Mann. Ja, sag mal doch nochmal 20 Rubine ab. Mann, ich komme jetzt nicht in die Mitte. Das ist doch zum Kacken. Ja klar, jetzt geht's wieder. Jetzt wechselt sich überhaupt nicht und... Oh, fast zu viel, fast zu viel. Gut, die zweite ich auch. Na. Nein! Oh, verdammt, ich habe auf die Aufnahmen geschaut. Und da fehlt das Timing. Das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Oh. Fehl. Nicht der schon wieder. Gut. Bis jetzt sieht noch alles gut aus. Ich wiederhole bis jetzt. Nein! Und das war's schon. Einmal nicht aufgepasst und das zweite Mal war sowieso für den Arsch. So, jetzt kommt der hier. Oh, Leute, wenn es noch weiter dauert, dann schneide ich den Scheiß, ey. Ist kein Bock drauf, aber ja. Wäre mal schön in der Mitte gewesen, wa? Mann, scheiß Steuerung! Spielt sowieso keine Rolle. Oh ja, die Musik passt hier so und ist überhaupt nicht ablenkend. Ein bisschen Zielschießen noch. Ja, in der Mitte ist der grausam schwer zu treffen. Du brauchst noch eine Menge Training, Alter. Halt die Schnauze. Gut. Oh, das war jetzt Glück.
Das war fast schon wieder Pech. Ja, vielleicht wird es doch noch was. Vielleicht. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Und das war leider nicht das letzte Mal. Es gibt noch einen Zielschiss für 50 Pfeile. Wisst ihr was? Ich speichere. Oh yes. Und wie ich speichere. Oh, wir haben es geschafft. Ihr habt's Ausgabe mit mir. Dankeschön, ja, gut. Aus, geht doch. 120 Rubine für den Scheiß bezahlt. Ist ja wieder mal fabulos gewesen von mir. Voll skillig, was? Na egal. Gut, das Fall-Upgrade hätten wir. Das heißt, der nächste Dungeon erwartet uns. Und somit auch der nächste Weise, der Weise des Feuers. Sie können jetzt zwar noch zurück zu den verlorenen Wäldern gehen, wegen der Bigoron-Quest, ne, wisst schon, ich muss noch das Pulver da oben abgeben. Aber das kann ich direkt von Goroni aus machen. Oh. Ein Gegner. Anvisieren mit links, Link. Dankeschön. Gab es jetzt hier nicht noch einige... Ja, das habe ich nicht gemeint. Genau, Skulpturas wollte ich doch sagen. Und da oben ist sie ja schon. Sag mal, konnte ich die echt beim letzten Mal gar nicht erreichen, oder wie? Seltsam. Egal, ich hole es mir mal schnell runter. Müsste auch mit Sprungangriffen rückwärts Salto gehen, aber... Sicher ist sicher. Jetzt haben wir, glaube ich, 27, wenn es mir recht ist, wa? Wie viel? 27, Bingo! Gut, 30 brauchen wir für die größere Geldbörse. Kommt ein Felsen runter, natürlich kommt einer runter. 40 dann für die Krabbelminen und 50 für das Herzteil. Das heißt, mit dem 50 muss ich noch bis zum Schluss warten. Weil sonst ist schon das zweite Herz. Da ist noch eins. Ja, dankeschön. Wow, das war knapp. Gut. Ich glaube, hier oben gibt es sogar noch 3 Skulpturas. Wenn es mir... Bitte ein bisschen schneller rennen. Dankeschön. Wow, das war knapp. Jupp. Und hoch mit dir, Link. Und hoch mit dir. Und aber kurz. Das war ein super Link. Egal, gehen wir halt unten durch. Jetzt gab nichts mehr, oder? Nö. Ich höre auch keine Skulti. Ich höre sie einfach nicht. Dafür müsste es hier noch eine haben. Also ich gerade nicht mehr, ich glaube, die ist unterm Stein, was? Ja, die war so, will ich noch weiß unterm Felsen. Na gut. Jetzt ist sowieso der Tag, das heißt, Skulpturen sind wieder weg, aber ich bräuchte sowieso einen Stahlhammer dafür und den kriegen wir ja erst noch. Also munter weiter. Mit neuer Musik. Und auch Goroni hat sich ein bisschen verändert. Soll heißen, es hat keine Goronen mehr. Außer einen kleinen rollenden Typ, der hier Wache schiebt. Ja, wofür auch immer, wenn es keine Goronen mehr habt. Aber egal. Den muss ich erstmal stoppen. Das heißt, ich mache das mit der Bombe. Mit der Bombe. Vielleicht nicht gerade die beste aller Ideen. Was macht der jetzt eigentlich? Ah, da dreht er da um. Bingo, das wäre der Typ. Ah, wie habe ich das wieder am besten gemacht mit dem Stoppen? Das war ja ein bisschen tricky mit dem Timing. Na gut, so schwer kann es nicht sein, wa? Oh. Ja, klar. Jetzt müsst ihr zurückdrehen und BÄM! Trick 17, Leute. Einfach voll in den Weg die Bombe legen. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in der Furcht. Was, vor dem kleinen Typi? Dann lass mir deinen Namen hören. Ich bin Michael, der größte Krieger der Koronen. Yeah, Mann. Hä? Das ist mein Name. Alter. Aus. Geht doch. Beziehungsweise auf, nicht aus. Was? Ach, dein Name ist Michael? Da muss der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Michael. Jo, der bin ich. Der Runia ist mein Vater. Kennst du ihn? Ja, schon mal gehört, gesehen und vor allem tanzen gesehen. Ja, mich schaut jetzt noch. Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast, Alter. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Ja, wenn ich heller sein soll, ich mir auch nicht. Michael, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Ja, nee, ist klar. Und weiter? Gib mir bitte ein Autogramm. Schreibe für meinen Freund Michael den Goronen. Ja, mit Unterschrift Michael oder was? Das muss ich aussehen.
Für meinen Freund Michael, den Goronen. Unterschrift Michael. Ja. Oh. Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Was, ein Höllendrache? Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Oh, Daddy. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Ich habe mich schon immer gefragt, wer zum Henker spricht diesen Text. Weil Navi kann es nicht sein, sonst hätte sie eine nervige Stimme. Also muss es irgendwie Links bzw. Michaels Gewissen sein. Also, du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Ist das gut so? Ja. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über die Goronen, Naja, die Goronen sind wichtiger. Mann, hör mal auf zu heulen, hey! Du rotzt mich hier noch völlig voll. Oh, nö, Daddy. Ja. Das habe ich gerade getan. Halt über den Drachen. Und dann über die Goronen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in Höhlen dieses Berges. Schniff, schniff. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Kohl mal lebendigem Leib. Ich glaube, im Manga war es ein bisschen anders, oder? Weil da hat Link den Drachen ja erst als Kind auf dem Marktplatz noch gekauft, soweit ich mich erinnere. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. Da frage ich mich auch, woher stammt der Hammer überhaupt? Weil vor Queen of Time spielen ja nur, das muss man gerade überlegen, zumindest laut Nintendo spielt er nur Four Swords, The Minish Cap und natürlich Skyward Sword. Und in keinem der vier Spiele, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, gab es einen Hammer. Okay, Four Swords vielleicht, weil das sind die einzigen Spiele, die ich nicht gespielt habe. Ja, ich meine, die einzigen, die ich mich nicht dafür interessiert habe, die fertig zu spielen, ne? Versteht ihr? Gut. Ja, wegen Multiplayer und so, aber ist ja auch egal. Ist einfach nicht mehr typisch Einzelgänger-Link-Zelda-Spiel, wenn ihr versteht. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Ja, und jetzt ist wieder auferstanden, zumindest im Spiel, ja. Oh, Daddy. Ja, ist gut. Nein. Oh, du. Nein. Nein, das gibt's nicht. So, jetzt, Alter. Steuerung wollte mich gerade natzen. Warte, war gerade nicht hier. Als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Ganondorf. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt an und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Dieser Schweinehund. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wieder erweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen will, der Tyrann nicht ohne dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Ich kann langsam nicht mehr heulen, ey. Ich habe keine Tränen mehr, ich hab nur einen Felsklotz. Also brach Vater ganz lange im Tempel ab, um sie zu befreien. Bitte Hilfe, Michael. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Yeah, Mann! Goronenrüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Und damit ist auch der Shop wieder offen, wie ihr links sehen könnt. Gut, jetzt mit der Feuerrüstung kamen wir eigentlich auch dorthin, wo wir uns noch, ich glaube als Kind war es noch, oder auch als Erwachsener, weiß gerade nicht mehr. Zumindest haben wir uns da ständig den Arsch verbrannt. Doch das passiert jetzt nicht mehr. Die feuerfeste Rüstung, das fand ich so geil, hey, dass es hier so unterschiedliche Rüstungen gab. Yeah, Link in Rot. Ich will doch mal schauen. Weil der Kleine hatte gesagt, dass alle Goronen verschleppt wurden. Ja, alle Goronen. Willkommen. Der macht hier einen faulen Watz und der andere heult sich die Augen aus, weil alle Goronen offenbar entführt wurden. Aber hier ist noch einer. Bomben. Ja, Bomben. Bom, ich will die Bomben kaufen. Lalalala. Alter, das ist alles so teuer, hey. Ich könnte mir eigentlich noch ein rotes Elixier kaufen, aber naja. Oder ich habe doch noch eine leere Flasche Bingo, da kann eine Fee dafür gebraucht. Ich könnte mich noch dafür ohrfeigen, hey. Milch, die können wir einmal nachfüllen. Aber ist jetzt schon vorbei. Gut. Oh ja, fast vergessen. Beinahe vergessen. Gut, da müssen wir nachher weiter. Das mache ich jetzt allerdings noch in diesem Part, weil, ja, ihr kennt das ja, ich spiele das nicht auf dem Emulator, was jetzt im Nachhinein ein bisschen ein Fehler war. Fail! Geht doch.
Weil wer das Original Ocarina of Time bzw. Master Quest, wie auch immer kennt, der weiß, so war es eigentlich, genau hier muss ich durch. Der weiß, wenn ich jetzt abspeichere, dann komme ich wieder im Tempel der Zeit an. Oder halt einfach in der Zitadelle der Zeit, da muss ich die ganze Zeit wieder zurückgehen und so und da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb mache ich jetzt alles nach hier und betritt schon mal den Feuer-Dungeon. Wo war das jetzt? Ich verlauf mich hier doch immer. Nein, diesmal nicht. Dululu. Geben wir mal den Modertrank ab. Dululu. Jemand, und da ist schon ein kleiner Kurikiri. Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist verdammt. Oh, verdammt. Ja. Ja gut, das würde zumindest erklären, wieso wir in Majora's Mask plötzlich aus der uns bekannten Welt Hyrule verschwinden. Jeder, sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Die Frage ist bloß welche. Ich sehe keine Pflanze. Gut, der Typ ist nicht mehr da, aber den Modertrank können wir auch ihr geben. Das war doch so, yep. Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kann... Ja, du wiederholst dich. Ist verloren. Sicher hat er sich inzwischen in Pflanze verwandelt. Alte. Alles, was ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Ja, die will ich doch. Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir. Ja, hast du schon wie an die Säge. Der komische Kerl hat es wohl hier liegen gelassen. Wirst du dich verwandeln? Nö, ich hoffe nicht. Gut, denn die Säge brauchen wir später noch. Das mache ich aber erst... Ich überlege gerade, wann mache ich das? Ja, für den dritten Tempel sage ich schon, für den Wasser-Dungeon wäre es nicht schlecht, das Gerudenschwert bereits... Gerudenschwert. Mann, jetzt bin ich langsam echt durch. Das Bigorenschwert zu erhalten, das wäre nicht so übel. Ja, und ich muss ja vorher noch ins Gerudo-Tal rüber springen wohl eher mit Epona. Das heißt, ich mache das vor dem Wassertempel. Dem insgesamt 6. Tempel hier. Gut, jetzt haben wir alles. Soweit ich mich erinnere. Yep. Moment mal, dich habe ich noch gehört. Du bist doch hier oben, oder? Komm schon, ich weiß es noch. Verarsch mich nicht. Da oben ist sie ja schon. So Problem ist noch, kann ich da hoch. Dämlicher Fanghaken hier, wir brauchen unbedingt einen längeren. Gut, kann ich mich sonst irgendwo hochziehen? Das war doch mal so mit dem Balken. Na, Link, nicht verarschen, das finde ich gar nicht nett. Hä? War da doch eine rote... ja... Zeig mir schön den roten Punkt, zeig ihn mir. Nee. Ja. Hä? Oh, Link, ey. Das gibt's einfach nicht. Es gibt's nicht. Leider ist es doch so. Wo ist eigentlich der Kleine hin? Spielt er da vorne oder was macht er? Rollt er weiterhin hier rum? Rock'n'Roll, sage ich nur, statt Rock'n'Roll, egal. Die Skulptur hole ich mir jetzt noch schnell. Ich könnte mir eigentlich auch schon mal die... Ja, hätte ich auch machen können, die Skulptur aus dem 2. Tempel holen. Die kann ich ja auch nur als Erwachsener holen. Glaube ich zumindest, dass es die restlichen sind. Nummer 28. Bingo. Und weiter geht's. Wow. Gut, jetzt wieder mal ein längerer Part. Ist nicht so schlimm, da freut ihr euch ja. Und hier hinten ist... der versteckte Eingang zum Tempel. Alter, ihr glaubt's nicht, als ich erstmal Ocarina of Time gespielt habe ich mich hier dämlich gesucht, bis ich das Teil mal gefunden habe. Zumindest bis ich mal rausgefunden habe, wie ich da reinkomme. Ich habe es immer oben durch versucht, ja, weil ja, mit der Feuerrüstung bzw. Goronenrüstung kommen wir jetzt da durch. Bisschen Geld sammeln noch. Ja. Geht doch. Wie gesagt, mit der feuerfesten Rüstung kommen wir jetzt oben auch durch. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich einfach mal da durch, vielleicht komme ich so zum nächsten Tempel, aber natürlich Pustekuchen. Ich glaube zumindest, weil dafür haben wir ja den längeren Haken benötigt. Nee, das war ein anderer Ort. Gut, hier gibt es sowieso noch eine andere Fee und 2 Herzteile gibt es noch.
sammle ich auch erst später. So viel können wir noch nicht. Dazu brauche ich... Wow, das war knapp. Das braucht den Stahlhammer. Jupp, jetzt müsste gleich. Und schon ist er da. Chic, der Chica. Oder wohl eher die Chica. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen, wird mit jeder Minute stärker. Welch Poesie. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Ich frage mich echt, hat Chic die letzten 7 Jahre damit verbracht, solch coole Sprüche rauszuklopfen? Fragen über Fragen. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausch nun dem Bolero des Feuers. Geile Mucke übrigens. Du, lu, 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 lu. Etwa so, etwa so. Ja, müsst ihr noch kennen. Du, lu, 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 lu. Die Melodie des Feuers. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Schwupp, und irgendwann den Arsch eingeschoben. Wenn mal typisch. Wir werden uns wiedersehen. Wer bist du eigentlich? Hä? Feuer aufgegangen? Was zum... Wieso die Feuermauer? Ninja-Trick und weg. Ja, ja, wer ist Chic bloß? Egal. Was war das gerade? Wieso ruckelt das Spiel? Hallo, das ist ein Gamecube-Spiel, du sollst nicht drucken. Fraps, hallo. Auf mit dem Scheiß. Ja, da oben hat es noch ein Herzteil. Da oben ist das andere. Hier können wir noch etwas einpflanzen, sieht man es gerade. Nee. Ach stimmt, ja, das sieht man in Zukunft gar nicht mehr. Das müsste ich in die Vergangenheit reisen, hier etwas einpflanzen, um an die Herzteile zu gelangen. Doch dazu auch alles später. Mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part ungefähr wieder hier. Oder vielleicht dann Zitadelle der Zeit, weil jetzt mit dem Bolero des Feuers können wir uns jederzeit hier hinporten lassen. Und dann, im nächsten Part, geht es mit dem insgesamt 5. Dungeon weiter. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!